Moin, mein Name ist Claude Schergen, ich bin Initiator vom Repair-Café Lützeburg. Am Kader von Transition Days, an diesem Monat als Thema Workshop selber reparieren, flicken, wollte ich das Repair-Café ein bisschen präsentieren. Die einzige Manko der Variante ist sehr rasch, schon in 120 Sekunden. Und dafür legen wir auch Lomo direkt los. Der Repair-Café ist ein Treff, wo man zusammenkommen können, zusammen zu probieren, Sachen, die futtig sind, zu reparieren. Wir helfen uns gegenseitig und probieren dann eben eine Lösung zu finden oder herauszufinden, was nicht geht. Und um da eventuell dazu beizudrohen, dass es nicht muss direkte Waschkeit geben, dass wir können auch weiter benutzen. Der Repair-Café ist eine Idee, die aus Holland kommt, und zwar Amsterdam, das war 2010. Martin Post, mein Journalist, den meinem Kollegen zusammen hat das ganz etabliert, kreiert. Und 2013, 2014 hatte ich das Ganze auf Lützeburg gebracht und gut bei Monopol 2 haben wir nun den ersten Repair-Café lanciert. Und bis heute hat sich das eben über das ganze Land ausgebreitet und da geht es weiter. Voilà, wie gesagt, den ersten Repair-Café am gut bei Monopol 2. Und dann haben wir mit der Croix-Rouge zusammen geschafft. Da haben wir verschiedene Recyclingzentren wie zu IZ oder zu HESPA. Dann haben wir beim Do-It-Yourself-Festival mitgemacht. Und sonst richtig wie Wanderzirkus, wir sind durch ganz Land gegangen. Weil durch Lohn immer ist, wir sind von Dorf zu Dorf und müssen sich dann immer mal informieren, sowohl auf Facebook, sowohl auf Internet, wo der nächste Repair-Café ist. Das kann doch mal sein, dass das auf derselben Platz paar Mal an den ist. Das kann dann auch bougieren. Also wir sind da ganz flexibel bis bleiben. Also ich kann alles gepflegt, was ihr könnt mitbringen. Das heißt, was ihr könnt drohen. Also, wenn man einen Frische, der könnt kommen, das geht schon ein bisschen mehr umständlich. All die normalen Sachen. Toaster, Pulver, wo Loch dran ist, Stuhl, der muss vielleicht gepasst gehen und so weiter. Also alles, was ihr könnt mitbringen. Da probieren wir dann zusammen oder die einzeln, wie die gerade geht, eben die Sachen an den zu bringen. Es kostet nichts, aber über all Dons, die uns geben, sind wir natürlich ganz froh, weil da können wir dann sich den ganzen Repair-Café besser organisieren. Ideal wäre es für die Zukunft, wenn man als Bürger einen Platz hat, wo man hingehen für seine Sachen zu reparieren, die futtig sind. Ein Platz, wo man Erbesmaterial findet, wo man alle guten Utensilien findet, die man braucht, für etwas zu reparieren. Weil eventuell kann man davon ausgehen, dass in der Zukunft an den Häusern selber immer mehr Hufelbänke werden gehen oder Relief werden sein, wo man reparieren kann. Und dann müssen die sich aus einem Dorf einen Platz haben, wo man hingehen für seine Sachen zu reparieren, was man nicht mehr möchte oder nicht mehr kann machen. So, das wäre es von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Reparieren, beim Flicken und hoffe, dass ihr immer vielleicht auch ein bisschen Glück habt und dass die Sache noch funktioniert. Bis demnächst, vielleicht in einem Repair-Café.